Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ewa und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurven mit dem beschissensten Podcast. wie an der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin, Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Es ist kurz und bündig. Ja, Bruder. Das ist jetzt gecheckt. Kurz und bündig mit motherfucking Postcard. Das ist kurz und windig, Mark. Ach. Wie viele Wochen sind jetzt gewesen? Genau, richtig. Genau, richtig viel. Genau, aber wir sind, glaube ich, schon, also 2 Monate ist glaube ich noch nicht gewesen, oder? Nein, aber so vielleicht 6 Wochen oder so. Ja. 1,5 Monate, sagen wir das. 1,5 Monate. Ja. Aber wir haben eigentlich schon länger nicht aufgenommen, oder? Länger nicht aufgenommen, ja. Deswegen ist es jetzt auch gerade, ich weiß nicht, man, es ist geil, wieder da rein sein. Da innen, da Herz. Da rein, da Herz. Ich habe gerade noch vorher gesagt. Ich schwöre. Ich habe gerade noch, ich so, ey, lang keinen Zug mehr gefahren, das ist geil. Voll. Aber jetzt ist gut. Voll, es sind jetzt über einen Monat, fast 2 eigentlich, haben wir nicht mehr aufgenommen. Schwör. Wir haben eine Auszeit gebraucht. Nötig sein. Nötig gewesen. Sehr, sehr, aber ich weiß nicht, richtig Mode, richtig Bock. Hast du Bock? Ja, ich bin, also es hat so rausgehört an dir auch sehr gut da. Ja, Mann. Aber bevor wir eigentlich über das schwätzen, was wir gemacht haben in dieser Zeit, noch ganz kurz. Hast du auch auf deinem privaten Profil sehr viele Nachrichten bekommen? Zum Beispiel, ich mache Story vom Hund, nachschreibe ich, hör auf Story machen mit Hund, mach Podcast. Scheiß auf den Hund, mach Podcast. Es hat schon ab und zu Leute geschrieben, hey, wenn wieder, was läuft und so. Die Wildesten sind die, die gesagt haben, was kann passieren. Voll. So, Was läuft, Bruder? also die einfach pauschal so nicht wissen, dass es eine Pause ist. Die Ja. so, hey, keine Ahnung, haben den Ruf gegeben oder so. Ja, Und ich ja. so, Bro, wir haben ein Highlight gemacht. Sommerpause. Beruhig dich. Gewisse haben keine Ahnung, gewisse haben sogar droht. Ja, Mann. Gewisse so, Mente kommt Folge oder das. Aber ey, wir sind jetzt zurück, wir sind da, wir sind rum, wir sind top motiviert. Und wir wollen endlich wieder nein. Bro, andere Frage. Ich glaube, also du bist in der Ferien gewesen, auch. Ja. Und in dieser Ferien hast du ein bisschen zu so, ich sage jetzt, Zen. Also nicht der Schweizer Rapper, Ja. sondern ich meine Zen so, Ja, bist ja, zu es dir hat- gekommen. Voll, ja. Oder? Und da wollte ich dich einfach mal geradeaus fragen, siehst du jetzt gerade an meiner Präsenz nichts, oder sagst du, da könnte ich ihn aufwiegen? Da könnte ich mich lustig machen. Maximal, Bro. Sag mal. Deine Brüder, Bro, bist farbenblind. Bruder, also erstens, finde ich es nicht cool. Also, wo ich die Brüder Wo gesehen habe, die ist farbenblind. wo das ist einiges. Ja, genau, wo die Brüder gesehen hast. Nicht so, wo ich die Brüder gesehen habe. Aha, wo ich die Brüder gesehen habe, ist mir als erstes der Robert Downey Jr. in den Sinn gekommen. Ja. Der Iron Man. Der Iron Man. Weil der ist ja cool bei ihm. Aha. Und dann das andere, die Brüder legen nur 40-, 50-Jährige an, wo es gefühlt haben, sie sind nur 20 und voll tätowiert und sich Ja. jung anlegen und die Brüder mit ein bisschen Schmuck um den Hals und so. Ja. Und auch du. Und ich, genau, also für die hören und nicht schauen, was habe ich auch, Sero? Wie soll ich es beschreiben? Du hast eine Sonnenbrille, oder? Sonnenbrille, genau. Sunglasses. Ja. Tigermuster, Mhm. blöd gesagt, so. Ja. Aber nicht der auffällige Tigermuster, der wo grosses anlegt. Weißt du, wie ich meine? Ja, chillig. Und geile Gläser. Ja. Und die Gläser Orange eigentlich, so Sepia Okay. fast schon. Okay. Und die Gläser sind nicht rund, sie sind so eckig, wir sind 224, es hat Style. Genau, dankeschön. Also erstmal ist es ein Geburtstagsgeschenk gewesen, das ich bekommen. Ja, geil. Mhm. Wer hat das geschenkt? Ist egal, aber ich habe das Geburtstagsgeschenk bekommen. Ich würde mit dem Mensch will ich einfach Kontakt abbrechen jetzt. Okay, das war meine Freundin gewesen. Erstens. Zweitens, ich mag sie, Bro. Ich mag sie. Ich bin ja drinnen gewesen, Donne. drinnen, und ich habe mir gedacht, ey, vielleicht ist es an der Zeit, dass ich muss aufhören, mich anlegen wie ein Sportlehrer, der sein Leben hasst, Mhm. oder? Und wo vielleicht ab und zu mal ein Kind berührt. Du sagst, jetzt wäre Zeit für ein bisschen Style. Genau, oder? Wie ich laufe immer, du weißt, ich rumlaufe, Bro. Bro, ich bin genau gleich. Bruder, aber es geht jetzt gerade um mich.
Alles gut. In der Raum, in der Platz. Dankeschön. Ich laufe immer wirklich als wäre ich immer so kurz davor zum Sport machen, aber ich mach's nicht. Ja. Checkst? Ich Ja, habe ja, immer fix. so, Leute sagen, weißt du, ich gehe joggen oder Gym oder so. oder wahrscheinlich nicht, aber ja, Aber der Bruder geht einfach schnell Migros und holt sich ein gutes Sandwich. genau. Und ich habe immer so einfach T-Shirt da, Bro. Ich habe auch so das Signature-T-Shirt, das ist eins davon. Ich habe wirklich keinen Style, Bro. Ich sag's so Bro, offen. beim sagst du das? Bro, ich habe einfach das T-Shirt und Weißt das du T-Shirt habe ich was? Weißt du viermal. was? Weißt du was? Wenn irgendjemand von unseren Zuhörern Ja. ein Designer ist, ein Stylist, Ja. ein was auch immer, wie nehmen wir die, wo Leute auffrischen, damit es wieder wie Menschen aussehen? Hurr. Nein, Spaß, ja. Weißt du, was Ich ich meine? glaube, oder? ich würde sagen, Stylist, ich Umstyler. weiß, Bro, checkst, ich habe so wenig Style, ich weiß nicht mal, wie die heißen. Eben, Umstyler. Umstylist. Umstyliste. Ich glaube, Umstyliste ist richtig. Umstylist. Umstyliste. 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 Ja. Genau. Wenn irgendjemand von da uns zulässt, bitte schau uns an, jetzt. Ja. Und hol einfach aus uns etwas raus. Ich weiß nicht. Genau. Hol einfach, ich und du sind genau gleich. Was er jetzt gerade beschrieben hat, so mit seinem Kleiderschrank und, Ja. und wie er so sich unterwegs so verhaltet und wie er aussieht, Copy-Paste bei mir. Und ich habe einfach keinen Style. Also weißt du, und das ist auch okay, Bro. Ich glaube, ich habe so krass keinen Style, dass Leute das Gefühl haben, ich habe Style. Sie denken so, krass. Minus gibt Plus-Checks. Nein, sie denken so, krass, er gibt keinen Fick. Nein, sie denken, krass, der nächste Trendsetter, weißt du. Ja, aber ich habe einfach keinen Style. Ich habe wirklich das T-Shirt 4-mal. Dann habe ich noch das Violette mit dem Berg hinten, du weißt genau wie das. Ja, fix. Das habe ich 3-mal. Und dann noch so 5, 6 andere T-Shirts. Bro, meine Freundin hat gerade letzte Fotos gepostet von unseren Ferien. Ja. Ich habe mich angeschaut, ich habe mit meiner Freundin gehabt. Bro, die geben sich so gut Mühe, die sehen so gut Also, das ist gut ausgesehen. Das eine mit- Hemd mit Palmen von Hand. Das ist der Gute. Das ist, du weißt. Ah, das ist der gute, der eine. Das ist so ein, zwei gute Sachen hast du im Kühlschrank, in dem Kleiderschrank. Jeder von uns hat ein, zwei gute Sachen für gute Tage. Ja, Leider kann ich das nicht strecken für 2 Wochen. das stimmt. Aber dort, ich habe mir gedacht, ich so, Alter, ich weiß nicht, ich habe generell das Gefühl, eine Frau braucht vielleicht 1, 2 Sachen, bam, wunderschön. Bro, mir 1, 2 Sachen und Leute sagen, Bro, gebt ihm noch weitere 10 Sachen, man. Der sieht Bruder. doch wie ein Obdachlos aus. Aber weißt du schon mal, Gut, das ich muss halt zum Zeitlich... Coiffeur gehen. Ich bin frisch von der Ferien gekommen, ich muss meine Nägel gut schneiden, man. Ich muss zum Coiffeur gehen, meine Haare, mein Bart, alles. Ah, du bist nicht kurz vor Al-Nur-Moschee und Nein, Heiligkrieg. das ist einfach in der Ferien maximal genossen. Check ich. Ich habe in der Ferien Gesundheit. schon, ja, ich habe... Das ist ein Moment gegangen, gell? Gell? Für das ist ein Moment gebraucht. Ja. Wir sind back in business, bro. Also erstmal, nein. Bro, ich bin so, in der Ferien habe ich mir eben so vorgenommen, einen Coiffeur rausgesucht, so weißt du, was ich kann zu dem und so. Ja. Aber Ferien magst relax, so, nein, ich mach keinen Metro. Besser, Bro. Gut hast du gemacht. Da ist entspannt, da ist gut. Sehr geil. Aber warte. Genau, Ich will zwei sagen, gleiche Themen, ja. genau. Also warte, jetzt haben wir wieder... Bro, Brille, dein Kleiderschrank streicht, deine Genau. Classic Also ich habe Silhouette wirklich, und ich habe einfach keinen Style, Bro. Aber das ist auch in Ordnung so. Aber ich bin jetzt also ich sage jetzt mal so, dass ich keinen Style habe, hat für mich vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass ich jetzt nicht, dass mein Körper jetzt nicht der gesellschaftlichen Norm entspricht. So. Mhm. Weißt du? Bro, mein Style ist gesellschaftskritisch. Meine ist eine Rebellion gegen das, was da läuft. Nein. Und übrigens, der wird jetzt auch ganz frisch gemacht, aber wir haben den. Nein. Ja, Mann. Genau. Und ich meine, ich suche immer etwas und wenn ich etwas finde, wo ich mich wohlfühle drin und wo ich jetzt auch gut ausgesehen drin, dann fick ich ihm seine Mutter. Bombe. Dann nehme ich ihn 4-mal so. Easy. Wie Musik, die geil findest, los ich auch 2-3 Monate, bis es mich wirklich abfuckt. Check ich. Bei Kleider geht es 3-4 Jahre manchmal. Check. Bro, jetzt bin ich in Nordkurdistan gewesen. Dersim. Dersim. Und bevor ich aber, also ich gehe in der Nähe von Dersim, so 3 Stunden mit dem Auto, 2 Stunden mit dem Auto, ist die nächste Großstadt. So. Das wäre jetzt vielleicht, also so das Äquivalent zu Wiefeld oder so ein Scheiß, keine Ahnung. Ja, Von der Größe. wenn du jetzt vergleichst, so kann ich, ja. So. Aber ja. Und dort hat es in der Türkei ist ein recht spezielles System. So. Du hast ja nicht einfach meistens einen Kleiderladen. Du hast einfach einen Hemdmacher ja, und voll. einen Söckenmacher
Das ist eben das Geile in der Ja. Türkei. Du hast so den Usta von Brot, Genau. das ist der Chef der Chef vom Brot ist quasi eher mal krank. Der Meister, so früher hat man dem auch Meister gesagt. Brotmeister, Hemdmeister, was haben wir. Und ich gehe dort an, Bruder, er hat meine Maske genommen. Und dann hat er gesagt, ich mache dir ein Hemd. Mhm. Tamam. Und Bruder, der Hemd war umgerechnet gewesen, 100 Tele, 110 Tele. Ja, also Das sind 3 Stutz, also drei- 2,5, 3 Stutz. Ah nein, dann habe ich falsch gesagt. Dann sind 1000 Tele gewesen, sorry. Also Okay, 30 ja, Stutz. 30 Stutz, ja. 30 Stutz für ein maßgeschneidertes Hemd, Ja, Bruder. handmade. Handmade. Ja. Handmade. Ja, handmade. Handmade. Handdelicious. Krass. Und habe ich mir jetzt 4 Hemder machen lassen. Mhm. Okay. Oder 5. Dann habe ich mir noch einen Anzug machen lassen, den hast du ja auch gesehen. Schade, dass ich kein Hemd an der Hochzeit angelegt, aber ja. Ja, Bro, weil ich habe gedacht, ich mache es cool. Ich habe ein T-Shirt angelegt, ein schwarzes. Hat dir nicht gefallen? Doch, aber du so, es passt gerade so vor, weißt du, so, Bro, ich habe keinen Style. Ja. Der Bruder ist Türkei, hat können Maschinen da, was er will. Er hat sich Anzugmaschine da, aber T-Shirt. Ich habe einen Hemd gemacht. Ja. 4. Ja. Aber es hat mir nicht gepasst. Ich habe Hat gedacht, dich der gestresst? Style Okay. ist mehr so heute, wo ich T-Shirt anlege und drüber So Anzug. gut, man. Steve Jobs. Dankeschön. Bro, ich habe mir nachher so, ich habe schon immer eigentlich mal wollen, so die Stoffhose anlegen, die die Menschen anlegen. Egal, noch kurz, dass wir dann Dings haben. Es ist schon Aufnehmen. ja, Ja. okay. Das wäre das Schlimmste. Rot. Ja, okay, sorry. Ja, also du hast 4 Hemden gehabt. Genau. Ich habe 4 Hemden gekauft, ich habe mir, und dann habe ich mir so Stoffhose machen lassen. Mhm. Weißt du, so die, Die nicht, wo der Stoff eigentlich kannst dehnen, nicht die eigen, oder wie? ja, also nicht einfach, ich lege eigentlich nur Jeans an und Shorts. Aber jetzt habe ich mir gedacht, jetzt wollte ich einmal so ein bisschen die Geppetto-Hose, Bro, die Großvater-Stoffhose ein bisschen. Ah, so das. Also, So Khaki, Chino, irgendetwas also, so. ja, so etwas. Eigentlich wie Anzugshose. Oder Anzugshose, genau. Und dann habe ich mir gedacht, Bruder, heute, ich verändere meinen Style ein bisschen. Ja. Ich lege jetzt mal ein bisschen Anzugshose an oder so ein bisschen Ding. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was? Ich lege jetzt auch die Brille dazu. Die ist dort gewesen, am Laden. Nein. Aha. Aber Ich habe mir gedacht. ich kann, Du so, ich nehme 4 Hemden und die Brille. nein, ich habe genau so eine Brille wählen. Ja. Vielleicht lieber in schwarz, aber ich habe genau so eine Brille wählen. So. Und jetzt, Bro, ich rock's einfach. Und ich sag dir etwas, ich ziehe sie ab. Gell? Dann leg sie wieder an, Bro. Ja, erstens das. Und zweitens, es fühlt sich auch, Bro, Leer, nackt. nein, das Ding ist, wenn ich sie wieder anhabe, es hat ja so einen Sepia-Effekt. Weißt du, so orange ein bisschen. Aha, so der Geld hat orange. Ja, genau. So, genau. Und das ist chillig, das beruhigt mich, Bruder. Ich sag dir ganz ehrlich, es beruhigt mich. So krass. Also wenn Angstattacke hast oder Panikattacke, Ja, nicht, aber es macht mich chillig, Bro. Es ist, als würde ist ich, das so ein bisschen psychologisch, so man beweist die Farbe durch deine Beruhigung und so. Es Aber ist kann- doch blau nicht? Blau ist doch beruhigend. ja, vielleicht. Mhm. In der Filmpsychologie auf jeden Fall. Beim Schlaf haben, Bro, kann Nachtlichter, alle blau. Das stimmt. Perlen. Was auch chillig ist, ist glaube ich einfach kein Licht, aber ja, mach Voll easy, Bro, keine Ahnung. Du mal zusammen wohnen mit 2 anderen, die kannst du verschrecken. Ja, fair. Bro, kann nicht, es muss hell sein, Bro, ein bisschen Aber ja, ich habe jetzt einfach entschieden, weißt du was, ich mache jetzt einen Stylewechsel so. Und ich habe immer noch das gleiche an, aber ab und zu halt Du bist nicht. mit Steve Merson gegangen in den Laden, er so 10 Sekunden kannst schnell was du willst. Er so, hey, lass mal zu, das ist für meine Consistency. Und meine Consistency sagt, Der ist für 10k Döner liegen lassen. wie er hat für 10k dünner liegen lassen. Er hat irgendwie, weißt du, 1000 Döner verschenkt. Das ist irgendwie 10k, 15k, irgend so etwas. Also ich bin ja nicht gut in Mathe. Ja, aber Bro, warte, ja, im Video sagt nachher der Dönerbesitzer 10.000 irgendetwas Stutz. Ja, krass. Aber ich bin jetzt mehr beim Dönermann. Okay. Stell dir vor, einer kommt zu dir, von unseren Leuten. Ja. Seit 10 Jahren da, vielleicht seit 20. Mhm. Ich bin keine Ahnung, unsere Leute sind, ab irgendwo fängt einfach an stoppen. Das ist einfach Ja. genau gleich. Und nachher schreibt er einen auf Insta und sagt er, voll professionell, ey, machen wir einen Deal, du hast etwas davon, ich habe etwas davon. Döner, Münner. Mhm. Er kommt nicht ganz nah, um was es geht. Ja, das ist gut, ja. so, Werbung, okay, machen wir. Ja. Und dann hat es einfach vor seinen Türen so 1000 Teenies, die schreien. Das ist doch ein ganzer Spieß, der weggeht. Für ihn ist das, glaube ich, ein richtig guter Tag gewesen, finanziell. Aber ich frage mich, also, der Steve Murphy hat Sagst du das so? einfach wieder ein Hurensohn ist. Alter. Der Ja, vielleicht müssen wir anfangen, Leute wieder Hurensohn nennen, ja unbedingt. ja, nicht unbedingt, aber vielleicht anfangen ein bisschen vermehrt bei denen, wo es
echt verdient haben. Das stimmt, okay. Das Knack, du Hurensohn. Knackst du nur... Stand heute immer noch. Immer noch. aber dann haben wir seine Fresse drauf gemacht, jetzt wenn es zum Libanon geht, aber egal. aber egal. Also, was der Steve Murphy hat, ohne Scheiß, für 10.000 Schuss, also hat er das gezahlt? Ich weiß nicht, wie es finanziell abgelaufen ist, aber am Schluss vom Video sagt der Dönerbesitzer oder er, auf jeden Fall sind zusammen im Video, und er sagt dann so, hey, für 10.000 oder für 11.000 oder für 12.000 Döner postet heute. Krass. Also, wenn ich jetzt meine ganze Döner-Historie anschaue, bin ich sicher irgendwo bei 10.000. Gibt mir irgendjemand den Preis? Sagt mir irgendjemand Danke? Keine Ahnung, Bro, weiß nicht. Okay, wir sind wieder am Abschreiben, sorry. Ja, also, egal. du hast deine Hemder geholt, du hast dich umgestellt, du hast deine Brille geholt dort. Genau. Und eben, was ich damit sagen will, ist, Bro, ich glaube, ich traue mich jetzt einfach. Wegen der Brille? Ja, zum einfach sagen, weißt du was, ich lege jetzt einfach das an, obwohl ich im Raum bin. Aha, so. So, checkst, ist es hell? Nein. Jetzt gerade, nein. Schützt die Brille vor Sonne? Nein, aber die ist akzeptabler als die Dankeschön. Sonnenbrille, Bro. Die Dankeschön. Sonnenbrille, wo du nichts siehst, Ja. jeder weiß, du weißt ja, wie du das Gefühl hast, es geht gute Euros, aber keine, wie das heißt, immer so wie ein Spaß, du siehst in einem Club mit dem. Im Club ist schlimm. Ich Tür habe gemacht auch mit nicht. 16, einmal mit 16, je mehr. Krass. Weil ich halt das Stein. Ja. Also ich würde niemals im Club Sonnenbrille anlegen. Natürlich ist es natürlich nachher mühsam, weißt du, wenn ich da von A nach B laufe und nachher die Leute Foto. Klar. So, das ist natürlich mühsam. Ja, bist du erst mal im Ausgang gewesen? Dort, wo ich eben den Kotzige hatte. Ah, dann. Ja, nein, dort, wo du gesagt hast, wo ich in der Lounge bin nachher. Hey, Joschen Grani. Meinst du das? Ich meine, ernst, ich weiß nicht. Hey, das war eben beim Nelson, ich weiß auch nicht. Also in diesem Jahr noch. Hast du in diesem Jahr gesoffen? Ja, gesoffen ist gut, Bro. Das Jahr bin ich wollte abgeschürzt. Okay. Bro, das Jahr bin ich abgeschürzt, ekelhaft. Geil. Meinst du das letzte Jahr, wo... Meinst du, nächstes Jahr ist es zusammen? Also, ich meine, ich kann ja nicht mehr so krass gehen. Ich habe letztes Mal Appelling geschrieben, bis ich so, Bro, ich bin das Jahr, ist jetzt Oktober quasi und ich bin zum zweiten Mal gewesen. Ja. Ich so, was erwartest du im Preis? Ja. Wer? Wieso kommt die eigentlich nicht mehr im Podcast? Das regt mich wirklich auf. Ich habe mit dir so einen lustigen, aber einen geilen Beef. Ich habe ja einen Account gemacht. Übrigens, folgt dem Account. Ich habe einen... Gell, das bist du? Ja. ich habe... SVP wieder Tour. Nein. Ich habe einen Account gemacht. Pelin ist ja so grundsätzlich ja anti so Öffentlichkeit, weißt du? Aber es widersprechen Sachen, was sie machen, dem, was sie eigentlich sagt. Ja. Also es passieren Sachen, die eigentlich dem widersprechen. Lüge. Zum einen heißt es Lüge. Voilà, ist Lüge. Sie hat Influencerin im Namen. Sie heißt? Pelinfluencerin. Pelinfluencerin. Alle Pelinfluencerin. Folgt alle Pelinfluencerin. Und wenn ihr dabei sind, dann geht ihr auf Pelibers. Das ist mein offizieller Fan-Account von Pelin-Fans. Aber wieso postest du nie etwas? Bro, das Ding ist, ich habe Sachen zum Posten, aber ich habe immer Schiss, dass ich natürlich hässlich werde. Ja, Verstehst du? Ja, fair. Weil ich habe nicht so, haha, lustiges Foto. Es wäre jeder mal das Gefühl, sie könnte hässlich werden. Ja, es ist auch nicht cool, jemand, der nicht will, im öffentlichen Leben stehen. Das ist eben das. Ja. Jetzt wiederum Ja. hat sie in letzter Zeit, ich sehe jetzt schon, wenn sie die Folge lässt. Ja. So. Nicht eure Fresse, auf jeden Fall. Bro, sie hat angefangen zu vloggen, der Style. Was? Also einfach nur mit Stories. Aha, okay. Sie macht regelmäßig gut für Stories. Gibt ihre Meinung ab, sagt, das ist das. Ach stimmt, ja, sie macht schon, sie muckt schon auf. Fair. Kannst du mir nicht sagen, nein, Aber sie hat ein privates Profil, oder? ja, aber ihre Zahl ist steigen. Das heisst, sie hat nur privat, weil sie will wissen, sie will können kontrollieren, wer ihr folgt. Ich weiß nicht wieso. Aber auf jeden Fall haben wir so ein bisschen den Instagram-Account gemacht, um die Stress und so. Haben ein paar Stories gemacht, so, mein Gott, Pelin follows me back und so. Ich hab's gesehen. Ich hab gesehen, im Bio hast du geschrieben, Bio follow follow back. back, first comment und so, first like. Weißt du, wie so voll durchdrehen, oder? Und schon das hat sie richtig zum Kochen gebracht. Und es sind übrigens, wir haben euch Feedbacks gelesen. Einer von den Feedbacks, und ich habe der Pelin gesagt, oder vielleicht habe ich es nicht gesagt, weil ich habe das Gefühl, dann fühlt es noch mehr Boot unter den Füßen. Aber einer von den Feedbacks ist, Pelin soll zurückkommen. Ich weiß nicht. Gefragt habe Das ich wäre zu geil. sie wäre dabei. Ja. Wir müssen halt schauen, dass wir einen Stuhl haben, wo man kann, wo eine Höhenverstellung. Ein Barhocker, Bro. Ja. Egal, ich will das schlimm roasten. Ja, stimmt. Auf jeden Fall, ich sehe es schon. So. Sie, aber weißt du, es wäre lustig? Sie in Kombination mit Cisa.
Oh mein Gott, ja. Mhm. Sie habe ich letztes Jahr geschrieben. Was? Aha. Sie habe ich letztes Jahr geschrieben und gesagt, komm, sie so, ja, fix. Wo bin ich vorher, Alter? Ich fange mal abschweifen. Pelin, ja. Einfach nur das. Ich habe einen Peliber-Account gemacht. Ja. Und ich bin sie gut am Stressen. Ich habe jetzt länger nicht gepostet, aber folgt Pelibers. Ich like, sobald er eine Frechheit hat. Das ist mein Druckmittel. Sobald er eine Frechheit hat, like ich etwas. Ey, Mann. Ich würde auch gerne mal wieder mit ihr fighten, aber ich tauche nicht auf. Ja, ich sehe jetzt bald wieder, freue mich. Auf Kaffee und Kuchen ehrenlos. Ey, was ich dir auch noch will erzählen von der Ferien. Also, ich bin ja einerseits in die Ferien gegangen und andererseits habe ich weiter an meinem Film gearbeitet. Ja, voll. Was ja, so habe ich mitbekommen, hast du auch ein bisschen das Konzept geändert vom Film, nicht? Ja, genau. Ursprünglich wäre es so, die Mami erzählt, was sie macht. Voll. Dann erzählt die Grossi, was sie macht, mit dem eigentlichen Gedanken, dass sie von noch mitbekommen, was abläuft im anderen, Genau. was passiert ist, weil sie sich leider nicht mehr dabei gesehen. Genau, also sie haben sich ja seit 30 Jahren fast nicht mehr gesehen. Ja. Und ich kann natürlich wollen, wie so eine Gegenüberstellung machen, weißt, und so zeigen, so. Schon heavy, Alter, was soll ich dir damals? Schon krass. 30 Jahre lang. Ich kann mir so vorstellen, 30 Jahre lang meine Eltern nicht gesehen. Aber dann, als ich das Konzept angefangen zu machen, weißt du, habe ich mit meiner Mutter geredet und hat sie gesagt, ich rede nicht mehr mit Sie so, meiner Mutter. du so, Mami, ich bin jetzt am 5. Drehtag und so. Die so mit dem Beef. Vergiss nicht, ich komme nächste Woche über und so, Ja. und dann machen wir deine Perspektive. Was? Ja, ich muss auch deine Geschichte. Ah nein, ich kann nicht mit dir reden, mit Mit dem Beef, grauhaft Beef. Aber ja. Über was? Classic. Ja, über was, Bruder? Über was? Classic. Über was, Bruder? Über irgendein Land, wo nirgendwo ist. Ja. Niemand Land töten. Und das ist wirklich so, Bruder, das ist immer das Gleiche, über was die Leute streiten. So. Ich habe mich lustig gemacht über das Schweizer oftmals Beef in der Familie haben wegen Ferienhaus. Bruder, das Ferienhaus in der Schweiz hat mindestens warm Wasser, Bruder. Bro, es ist wirklich etwas, wo du kannst reingehen und schlafen, wirklich kannst du darüber diskutieren. Heute gehe ich, morgen gehst du. Voll. Aber ja, sie haben Beef wegen, also natürlich, einfach gesagt, kannst du jetzt sagen, wegen einem Haus, so. Mhm. Aber es hat natürlich eine ganz andere Story, Bruder. Also weißt du, so. Bro, normal, du kannst, mit der Story kannst 4 Staffeln von irgendwas Also es ist eine riesige Story, Bro. Ich verstehe auch meine Mutter sehr fest, ich stehe auch voll hinter ihr, easy. Aber ja, das ist gar nicht das Thema. Auf jeden Fall, die haben Beef miteinander. Und darum muss ich eine andere Art von Film machen. Und das wird eine Doku, und die Doku ist der Plan, ich muss jetzt erstmal schneiden natürlich und dann... Aber eben, du hast vor Ort erfahren, dass es nicht so eine gute Idee ist. Genau, und dann, aber es ist eben noch oft so, wenn du Dokus filmst, Bro, du kannst, also weißt, ich bin ja insgesamt jetzt etwa 7 Wochen dort gewesen. Mhm. So einmal 3, einmal 4 Ja, Wochen. stabil. Und natürlich, es gibt mehrere Arten zum Dokus drehen. Und eine davon ist, dass du erstmal ankommst und einfach mal schaust, was läuft da. Mhm. Was ist der Vibe? Beobachten. Du findest raus, wer ist mein Protagonist. Also wer ist die Person, die ich hauptsächlich vor der Kamera habe. Und mit diesen Gesprächen und mit dem Beobachten passiert ein Film. Und nachher filmst und du filmst eigentlich sehr breit. Ich habe jetzt geschaut, ich habe etwa 4,5 Stunden Filmmaterial. Ja, krass. Und aus diesen 4,5 Stunden werden jetzt 10,5 Minuten. Ja. Also weißt du, Lust jetzt. So, du könntest entscheiden, theoretisch was mit dir kommt, was nicht. Das Schlimmste ist transkribieren. Also ich habe etwa von diesen 4,5 Stunden sind etwa 2 Stunden Interviews. Wow, das heisst Untertitel, Übersetzung Ja. und so. Und erstmal, also so schaffe ich jetzt, so ist mir auch ein bisschen beigebracht worden, ich tue jedes Wort, was sie sagt, tue ich niederschreiben auf Word. Mhm. Du kannst zwar auch mit einer Transkriptsoftware, Gibt's gut, so AI. Speech to Text. Ja, aber es funktioniert vor allem bei englischen Sachen. Es so funktioniert gut, schon bei Türkisch und so, aber das Problem ist, meine Großmutter ist halt auch 5 vor Demenz, Bro. Ja, und unser Türkisch ist, Genau, oder? ist so ein bisschen eigener Dialekt, ja. Voll. Und darum, es ist schwierig, Bro. Aber es ist gut, weil ich muss halt einfach wirklich 4 Stunden, Bro, 2,5 Stunden Material zuhören und schreiben, ist eben nicht in 2,5 Stunden geschrieben. Ja. Also es geht wirklich lang. Und dann ist es noch Türkisch, Bro. Ich kann nicht gut Türkisch. Also weißt du, ich kann schon reden, Bro. Ja. Aber egal, auf jeden Fall muss ich das jetzt erstmal alles transkribieren und dann habe ich wie so 15 Seiten. Und dann musst du abgeben schon wieder alles. Das kann ich selber entscheiden. Also du könntest rein theoretisch 2,40 einreichen, oder wie? Ja, nein, es ist schon der Plan, dass ich das abgebe, bevor ich abschließe meine Eben. Schule.
Die schließe ich im 27 ab, voraussichtlich. Okay. Also du hast jetzt noch rein theoretisch 3 Jahre Zeit. Aber ich mache ja noch einen anderen Film und einen anderen. Voll, Also ich mache 3 Filme jetzt in dieser Zeit. Oder? Aber das hat, also ist das so bei anderen auch, die können, das ist jetzt eine Aufgabe, also quasi ist das eine Bachelorarbeit? Oder? Nicht ganz. Also es gibt verschiedene Formate, oder? Es gibt so das Format, dass du zum Beispiel sagst, du gehst in ein Seminar und das Seminar gibt dir dann eine gewisse Anzahl Tage. Sie sagen dir, du darfst 3 Tage drehen. Aha, das ist, also was ich eben verstehe, ist das eine Abschlussarbeit, Nein. eine Arbeit oder ist das ein bisschen von einer Fachaufgabe, so wie quasi... Ja, es ist bei uns aber nicht so. Du hast wie so, du hast Seminar, wo du besuchst, das sind praktische Seminare. Ja. Und dort wirst du einfach gementort. Also du hast Dozierende Und der Mentor? und einen Mentor. Der Mentor. Genau. Stell dir vor, gehst rein. Das sagt er. 3 Leute, so, weißt du, dies und das ist der Mentor. Ich gebe dir 2 Tage, du musst Ja. Und ich sage dir ehrlich, Bruder, du machst es. Nein, du hast Dozierende, die ein Mentorat machen, oder, wo dir einfach sagen, ja, du kannst es so machen, du kannst es so machen, oder probier mal so und so und so. Aber ich sage jetzt mal, das ist ein bisschen ein offenes Projekt, weil ich habe das ja wie so alles allein oder alles halt mit der Hand gemacht, oder? Und normalerweise hast du 20 Leute am Set. Ja, Einer voll. macht Ton, einer macht Kamera, Riesen, einer macht krass. Licht. Ich habe gesehen, für den Story so herzig, sie so mit dem riesen Tonteil, weißt du? Ja, Wo ja, die so ja. am Drehen Ja, ja, voll. Darum, weil es jetzt eher ein kleines Projekt ist, Ja. habe ich halt einfach gesagt, gebt mir eine Kamera, gebt mir Equipment und dann fliege ich einfach ab und dann mache ich. Ein Mann braucht nicht mehr. Kamera, Genau. Equipment, ich mache den Rest. So ist es. Und Hannah. Und Hannah, danke. Ja, nein, ich bin jetzt einfach das Zeug am Schneiden und am Anschauen und das ist einfach ein Prozess, Bro. Man muss einfach anhocken und das machen, oder? So. Aber ja, voll. Ich weiß gar nicht, was ich mir erzählen. Du hast erzählen, dass... Ich habe keinen, aber du hast angefangen mit dem Film. Vielleicht hast du erzählen, wie es war oder so. Oder vielleicht... Also ursprünglich ist es darum gegangen, deine Eltern haben Beef. Also deine Eltern, deine Mami und deine Großmami. Jetzt musst du etwas komplett anderes drehen. Genau, was ist, was du drehst? Was ist, was du Genau. Ja, und ich habe halt in den Gesprächen, also ich muss eben sagen, Bro, es ist schon krass. In Dersim, vor allem Dersim ist ja wie so bekannt für eine Hochburg von Guerillas. Ja, ich habe auch, wenn ich bin in der Ferien noch kurz in der Ferien war, mit meiner Freundin und ihren Eltern. Und da habe ich ihnen auch so ein bisschen erzählt. Mein Name ist Dersim und Ja, auch so ja. ein bisschen von der Stadt erzählt. Voll, genau. Das ist ganz spannend. Genau, und ich meine, Dersim ist vor allem also es hat ja ganz, wir haben ja schon mal über das geredet, was Ja, in den ja. 30er Jahren passiert ist. Voll. Aber eigentlich zwischen 30er Jahren und Anfangs 2000er, bis ich sogar 2010, ist einfach eine Hochburg, Bro, von Freiheitskämpfenden. So. Ja, nicht nur, es ist auch vor allem so, ich soll sagen, nicht, du musst nicht als Oase ansehen, weißt, je nachdem, wer es anschaut und wie es anschaut. Ja. Aber du kannst grundsätzlich sagen, es ist genau das Gegenteil von dem politischen Bild, das Türkei abläuft, läuft genau dort ab. So komplett das Ja. Gegenteil. Also nichts Religiöses. Es ist halt so. Und das ist nicht nur erst seit 2-3 Jahren so. Weißt? Genau, Das ist einfach so genau. eine Burg, wo so Christen, Ja, das ist auch, Moslems, ist auch die alle einzige Gemeinde in der Türkei, die kommunistische Parteiführer hat, oder Präsident hat. Ja, genau. So. Voll, das sagt dann noch ein bisschen über Genau. das. Und das Krasse ist eben, die Militärpräsenz dort ist natürlich viel weniger als vor 20 Jahren, Ja. zum Beispiel, aber es ist immer noch krass. Ja, es ist immer noch. Also ich bin immer noch wieder überrascht, wie wir sind wirklich unscheiß, wenn du in die Stadt oder in die Gemeinde willst reingehen, du bist auch durch einen Zoll. Ja, das checken viele nicht. Ich habe auch, also dort, wo ich herkomme, ist nicht so extrem. Da hat es, glaube ich, einen Checkpoint, den ich weiss, Ja. kurz vor dem Dorf. Ja. Das von meiner Mama, glaube ich, gar keins, aber eins. Und schon nur das ist so, als würdest du auf dem Weg von Zürich auf Chur, kurz vor Chur, einfach einen Militärcheckpoint montieren, wo einfach auch Ausweis kontrolliert werden Voll. und gefragt wird. Da ist nicht einmal wegen Schengen-Raum, Bro. Bro, da fährst du 20 Minuten und dann redest du schon andere Sprache. Aber ja, Bro, es ist crazy. Aber genau, ich bin jetzt angegangen, zu meine Wurzeln halt gesehen und alles. Aber das haben wir ja schon geredet, im Mai. Voll. Und jetzt bin ich nochmal gegangen, Bruder. Mhm. Und weißt du, wie ich erzählt habe damals im Mai? Eben Ja, so, ja, ja, also einfach ich schön und alles. Im Kopf, ja, voll. Bruder, ich gehe nie mehr im Sommer runter, Bro. Bro, das ist der Tod. 40, 50 Grad, bis ehrlich. Bruder, ich bin fast gestorben. Ich habe im Fall, Bro, das Problem war, ich töne jetzt wie ein Kind, Bro, aber das Problem war, es sind etwa gefühlt
45 Grad, aber faktisch ist irgendwo so bei 35 bis 40 Grad gewesen. Ja. Ich habe in der Nacht entweder überlegt, soll ich die Fenster aufmachen und mich gangbangen lassen von Mucken, Ja. oder soll ich einfach verrecken, weil es einfach so fucking heiß ist. Bro, 3. Nacht, Ja. ich habe gezählt. 48 Muckenstiche. Ey, Bro, die haben den Genozid wieder terrorisiert, Bro. Bruder, 48, das war Kamikaze gewesen. Hey, hast du von diesen Tigermucken gehört? Die Und ich habe immer noch, ich habe an meinem Fuß immer noch 2 Muckenstiche, die seitdem noch nicht verheilt sind. Tigermucken sind... Ey, erst vor ein paar Wochen ließ ich, Tigermucken breiten sich aus, aber mach dir keine Sorgen, weißt du, in der Schweiz ist noch nichts und so. Und das sind die Regionen, wo es passiert. Bro, ich bin in Toskana gewesen. Oh mein Gott. Und Mucken bis ich eigentlich am Abend, so blöd gesagt. Mhm. Sind nachtaktiv oder so. Ja. Tigermucken, Bro. Ja. Hey, ich bin so am Laufen, so schön, so die typische toskanische Straße, links, rechts, die Bäume, schöne Straße. Ja. Ich mache so ein paar Fotos, ich so, hä? Ich schaue bei meinem Knie, Ja. ich schaue ihn an und auf jedem Beitrag in Social Media, wo sie gesagt haben, ey, so sieht eine aus und so musst du vorgehen. Ich habe gedacht, Bro, bis ich einen erkenne und so, Bro, du siehst ganz klar, wie die aussehen. Schön, schwarz-weiß. Mhm. Und ich schaue ihn an, er schaut mich an, er genießt einfach. Die sind auch gross, gell? Ja, er schaut mich an, er genießt. Oh mein Gott. Und dann wollte ich ihn, hey, weißt du, so komm, dann Ja. nehme ich dich jetzt mit, weißt du. Und Ja. Und dann erzählt er Ohren lang. Bro, und nachher ist er gerade weggeflogen. Und dann schaue ich, es ist genau das gleiche auch. Ich habe jetzt auch so noch 2, 3 von denen, die immer noch genau dort sind. Und für eine Sekunde habe ich Schiss gehabt. Ja. Weil es so gestanden, ich kann eine Krankheit übertragen, aber ich war so, Bro, komm. Aber ja, Mucken sind in der Türkei, das ist der Tod. Bro, und vor allem, weißt du, was das schlimmste Gefühl auf der Welt ist, Bro? Wenn du dich musst kratzen, aber du kannst nicht. Oder einen anderen. Also ich hätte jetzt einfach gesagt, wenn in deinem Land irgendwie Genozid gemacht wird, aber ja, Das ist auch okay, ja. Nein, Spaß. Sorry. Bro, das Schlimmste ist, nach einem Tag, du gehst duschen, du liegst im Bett, du bist richtig müde, Bro. Du stellst alles ab, du machst Licht aus, du machst Augen zu, nachher hörst Zzz. Zzz. Bro. Das ist eben voll viel Spaß. Ich habe das auch erlebt, als ich zuerst nach Türkei gegangen bin. Und mit den Jahren haben sie immer mal das Netz, irgendwann mal das. Und irgendwie mittlerweile es geht. Ja. Wenn ich ins Dorf kann, fast kein Muckenstich oder sehr wenig. Aber die Hitze bringst du nicht weg. Im Sommer. Und weißt du, was ich damals in der Schule, also im Tonunterricht, da gelernt habe? Mhm. Das menschliche Gehör hat einen gewissen Frequenzbereich. Mhm. Ich kann jetzt irgendeine Zahl sagen und es wird nicht stimmen. Ich weiß nicht, ob es hat einen gewissen Frequenzbereich. Und durch Evolution hat sich unser Gehör so angepasst, dass wir gewisse Geräusche viel lauter wahrnehmen. Ja, Wie sie für uns Gefahr bedeuten. voll. Das finde ich generell krass, man. Wenn du so überlegst, mir vor 50.000 Jahren, weißt du, Ja. also hast du auch noch bis 40 gelebt und so, aber dafür, Bro, keine Ahnung, du bist ständig am Laufen, dein Körper ist animalisch gewesen und so, und jetzt, guter Buckel mit 30, guter das. Aber Ich ja, schwör. ist etwas anderes. Aber eben gewisse Geräusche hören mir einfach krasser. Zum Beispiel eben ein Martinshorn, also Sirene, hören mir ja hure laut. Ja, ja, voll. Auch wenn es jetzt zum Beispiel verhältnismäßig nicht so laut ist, Ja, ja. die Frequenz, wo sich das bewegt, ist in unserem Ohr wie ein Alarm. Das und Mucke. Mucke, ohne Scheiß, unser Gehör ist darauf trainiert, Evolution, dass wir Mucken hören. Darum hörst du hure oft so, als wäre so 1 Millimeter von deinem Ohr entfernt. Ja, ja. Mucke. Eigentlich ist er viel weiter weg. Ich hasse die Viecher. Ich schwöre, ich hasse Mucken auf den Tod. Als ich zuerst noch in der Türkei war, ich bin schon so ein Kind, weißt, gar kein Bock und so richtig verwöhnt, richtig ab Mucken gestorben, weißt. Und dann bist du als Kind noch, sagen die Eltern, früher war es noch so, ja, wir müssen eine Woche in diesem Dorf jetzt. Mhm. Ja. Bro, Zug soll mich überfahren, ist mir lieber irgendetwas. Scheiße. Letztes Jahr bin ich Onkel, wir sind auf dem Balkon geschlafen, wenn ich, sagen wir, vor 3-4 Jahren im Dorf war. Und das ist immer etwas Neues, Bro. Jeder kommt sicher Muckenspray über, so, dann das Netz und so. Und letztes Mal kommt mein Großvater, so, wo ich dort war, kommt so, und er hat so 2 so Kerzen quasi, so Öllampen, aber so extra komisches Licht, wo Mucken anschaut. Ah ja. Wenn Mucken kommen, hat es einen Stromfall. Zip. Ja, das ist ganz krass. Bro, er hat 2 so im Balkon montiert. Also, ja, wir schlafen nicht, weißt du, gut und so, dies und das. Ich so, der, weißt du, jetzt
Mucke noch kommen und Ja. da kommen zu Licht, dann sehen sie uns ja, weißt du? Ja, die Sagen schmecken das vor allem. Die sagen, Licht, aber Mensch auch, weißt du? Also, nein, kommt schon gut. Ey, glaubst du mir, so ich sage jetzt, kein so 5 Minuten ist gegangen, dann höre ich, Alter. Krass. ey, der hat die umgebracht, die Lampe. Am nächsten Morgen, ich stehe auf, ey, es hat wie ein Leichenfeld ausgesehen. Die Lampe herum, voll, aber nicht nur Mucke, der hat einfach alles genommen, was gekommen ist. Der hat einfach alles Auf genommen, der was gekommen Roststätte. ist. Bro, alles. Und ich stehe so auf, ich mache Augen auf und Licht ist so, sagen wir wirklich so, etwa die Distanz gewesen, weißt du, und da ist dick. Es ist ganz aufgehört, ich so, Bro, ich einfach so, da tote Tiere, ich so, wow, ich bin weißt gestorben. Es hat schon etwas gebracht, aber ich habe mir Eltern gesagt, es ist ein Fußstege, ich habe dir das sehr gerne mitgegeben, wo bei dir ist es ein bisschen schwieriger, du hast eigentlich nur das Dorf, blöd gesagt, Ja. und in Istanbul. Aber ich habe mir Eltern gesagt, look, ich weiß, sie sind da geboren, sind aufgewachsen, es ist euer Place und so, ich bin auch gern da, Ja. aber nicht gern und nicht lieb und nicht so mit, ich bin einfach nicht lieber da als 2 Nächte. 2 Nächte ist Max, wo geht, Max. Aber zum Beispiel, hast du keine Cousins drinnen? Ja, aber Bro, eben das ist das, ich bin der Älteste. Ja. Als ich drinnen war, so mit 14, 15, Ja. meine Cousins sind erst 9 gewesen, Bro. Was soll ich Ja. sagen, gehen wir raus, Geschichte rauchen, hä? So, weißt du, direkt, das bringt mir nicht so viel, deswegen ist es so für mich mega lang so langweilig gewesen für mich. Ja. Am geilsten war, wenn meine Cousins von Europa, von Schweiz und so, auch zeitglich dort waren, haben einfach etwas unternommen, das Territorium. Also du hast ja viele Cousins in der Schweiz auch, Ja, oder? Ich meine, das Jahr ist das erste Mal in meinem Leben, wo ich wie so den Sommer erlebt habe, wo andere, zum Beispiel Skipis oder, ja, keine Ahnung, weißt, allgemein Osteuropäer oder keine Ahnung, weißt du, was alles erleben. ja, So, du gehst runter und die ganze Family ist drinnen. ja, voll. Und ich bin ja gegangen und es sind auch ganz viele Freunde gewesen, zum Beispiel von der Schweiz, die Ja, ich habe auch es gesehen, ja. per Zufall dort gewesen sind. Dann eben viele Cousins von mir dort, Bro. Und das ist das Gefühl, oder das Erlebnis, das habe ich sonst nicht. Also weißt du, ich habe nie im Sommer, Oder einfach generell, dass so viele Familienmitglieder von dir einmord sind. genau, Ja, weißt ja. und ich sehe dann im Gesicht, so, das ist meine Familie, weißt du. Und Bro, es ist einfach so lustig, weil das Leben dort, Bro, es hat mich schon beruhigt auch. Mhm. Also ich bin ja gegangen, Bro, zum Beispiel, ich habe das Gefühl, ich bin so produktiv gewesen. Mhm. Also ich habe eben Drehbuch geschrieben, ein neues, ich habe an dem Film gearbeitet, ich habe wie so selber gechillt, Bro. Dort in Chile ist sicher geil, ja. Es hat mich sehr beruhigt. Aber auf der anderen Seite, Bro, kennst du das Gefühl, ich weiß nicht, du machst es glaube ich nicht oft, aber ich game ja noch gern so Story Games, so Singleplayer. Ja, ja, voll. Kennst du, wenn du so etwas anfängst und du bist voll drin, 2 Tage am Stück gamest, du bist voll drin Ja, und nachher gehst du einfach einen Monat weg. ja. Das hat mich so abgeholt. Ich habe wirklich auch oft gedacht, so, ich will gamen. Ja, fix, ja. Also ich bin jetzt ja im Vergleich zu dir, du bist ja jetzt, wie lange bist du jetzt weg gewesen? Im 2. Mal? 4 Wochen nochmal? Ja, ich bin jetzt über guten Einen Monat Monat, weg. ja. gewesen. Ich bin jetzt 2 Wochen quasi weg gewesen. Und ich habe jetzt, wenn ich so überlege, meine letzte richtige Ferien, wo jetzt nicht irgendwie, wo jetzt einfach mindestens eine Woche gewesen sind oder so, die sind 2020 gewesen. Ich glaube, letztes Mal war Mykonos gewesen, wo wir gewesen sind. Das. Ah, krass, ja. Nachdem, ich bin schon mal für 3-4 Tage Türkei gewesen, aber das ist einfach eine Hochzeit und Stress pur. Check. Warte, erzähl mal von dieser Hochzeit, Bro. Weil du hast mir damals erzählt, genau, also weißt du, wie laufen zum Beispiel türkische, kurdische Hochzeiten ab im Vergleich zu türkisch-kurdischen Hochzeiten in der Schweiz? Also, es ist schon mal, Location ist schon mal voll anders. Erzähl. Wir haben in der Schweiz haben wir eine Handvoll Ortschaften, wo die meisten sich einmieten nachher für einen Abend. Mhm. Einen Saal mietet mit oder ohne Catering, je nachdem. Mhm. Also ich meine mehr so, es gibt eben entweder gibt's einen Saal, wo gerade ein Organisator vor Ort ist, der sagt, ey, look, ich mache Catering, ich mache Musik, ich mache das. Oder du hast einfach den Saal und dann musst du für Catering schauen und für Musik und so. Ja. Und dort ist halt andere Welt. Bro, dort teilweise hast du einfach Hochzeiten mitten in der Straße. So vor ihrem Block, weißt du? Sie machen einfach dort und so weiter. Und eigentlich, wenn du streng nimmst, ist es illegal, weißt du, in der Hochzeit machen, aber das ist dort gang und gäbe. Ja. Und dort bin ich halt extrem im Stress gewesen. Mein Cousin geheiratet. Jünger als ich, Alter. Das fuckt dich auch ab, ja, ne? ja. Was sag jetzt so? Ja, die schauen dich alle Und, an. Bruder? Was läuft? Die sagen, schau her. Ja. Ja, du. Ja, Bruder.
Bro, die haben auch dort Auswahl von 3 Leuten. 2 davon sind Cousinen. Handauswahl. und Ja, nein, Bro, ist so. auf jeden Fall bin ich dann dort gewesen und dann ist halt alles für mich von A bis Z Stress, weil ich bin dort am Arbeiten gewesen, Bro, und die Sommerferien habe ich keinen Plan und es war Stress pur gewesen. Ich habe nicht irgendwie einen Plan gehabt mit Ferien, wegen finanziell haben wir ein paar Sachen vor gehabt und dies und das. Easy ist mein Cousin, weißt du, ich bin gegangen und dann habe ich 3 Tage voll alles. Anzug, Coiffeur, seine Hochzeit gehen, abgehen, zurückgehen. Aber du bist auch nur 3 Tage gegangen, weil du hast ja so schnell wie möglich das hinter dir bringen. Ich hätte schon länger bleiben, aber es hat mir nicht gebracht. Ja. Weil ich eigentlich, also ich bin am Arbeiten gewesen. Aha, aha. Ferien tun ist auch keine Ferien, Bro, weißt du, es ist nicht Dings. Und eben, das andere ist halt auch, Bro, es ist mitten in der Saison, Bro. Ja. Es ist so, egal was ich wollte, es ist max teuer, weißt du. Und wir haben ja gerade frisch angefangen, Equipment kaufen und so Ja. und das. Und es ist einfach easy, weißt du, ich muss nicht länger noch machen und nicht so. Aber, also, genau, aber Hochzeiten in der Schweiz, türkische, kurdische Hochzeiten in der Schweiz sind ja meistens, du gehst am 5 Uhr. Du kommst eine Einladung über, Ja. offizielle Türöffnung ist am 5 Uhr, so offiziell, und es geht von 12 Uhr. Mhm. Ist ein 7-Stünder, max. Aber in der Regel ist auf Papier 5 Uhr, aber die meisten kommen zwischen 6 und 7 Uhr. Ja. Weil auf die 8 Uhr gibt es etwa zur Nacht. So Genau, und dann gibt es Nacht und es gibt Live-Musik. Genau, Und es gibt den MC vorne. Genau, also grundsätzlich kannst du davon ausgehen, dass wenn du eine kurdische, türkische Hochzeit gehst, also einfach so vor allem im Osten, gehst du an eine Hochzeit, ist halt 5 oder 6 Uhr, ich würde zwischen 6 und 7 Uhr gehen. Dann bis am 8 Uhr oder halb 9, 9 Uhr ist so, ey, look, wir essen und wir sind so ein bisschen, dort ist noch jemand, den ich kenne, ich gehe zu dem Tisch, dem sage ich heute, dann gehe ich dort einen Kaffee trinken, weißt du, erst mal ein bisschen warm werden mit den Leuten, es sind so viele Leute dort und dann ab der, sag jetzt mal 8, 9 Uhr, dann wenn du gegessen hast, voll. Einfach nur noch Schweiz und tanzen bis am 12 Uhr. Weil es geht voll ab, weißt du. Zwischendurch wird kurz Pause gemacht für 20, 30 Minuten, weil der Kuchen kommt, es wird angeschnitten und es gibt noch so Brutgeld quasi, so Leute, die so den Leuten quasi Geld geben für Ehestart, weißt du. Ja. Was aber meistens nicht dafür da ist, um den Saal abzahlen, wo sie auf den Punkt Ja, geholt haben, weißt du. wirklich crazy. Ist nicht deine Mutter eine von den Menschen, die Buch führt? Sie hat, wo ich sie nicht kann, Ja. wo ich Mann geworden bin, Ja. hat sie Buch geführt, was aber nicht unüblich ist. Ja, das ist ja absolut, Also das macht viel. Es geht einfach nur darum, weil du tust so viele Leute einladen, gewisse siehst du nur 2-mal im Jahr. Mhm. Und dann ist eben die Frage, wieso rufst du überhaupt, aber egal. Ja. Und dann tun sie Buchhaltung führen, so... Er hat wie viel Geld Genau, gegeben. der hat auch einen Sohn, der nachher ein Mann wird. Ja. Oder der hat sicher irgendwann mal auch oder Ja. so. Und dann geben wir gleich viel. Genau, ja. Aber wenn es Familie ist, Englisch, Bro, dann nimmst du nicht auf, du einfach sagen, weißt du, ist einfach... Ja, klar. Es ist so, wie es ist. Und eben der Schweiz, ab 9 tanzt ist einfach und shakes bis um 12 Uhr. Wobei die meisten gehen dann schon um 10:30 meistens, 11 Uhr, so spätestens, weil nach 1-2 Stunden shaken gehst dann, so aus Anstand, aber der Rest macht einfach Open End. Ja. Und die Türkei ist eben, eine Hochzeit fängt aus etwa, also mega spät an, so auf die 7, 8 wegen heiß, geht aber bis am Morgen um 2, 3. Und es ist von der ersten Sekunde an ist Musik, es ist Tanz. Aber es ist so ein bisschen angepasst, weißt du, am Anfang ist es so ein bisschen ruhig, so nicht so schnell. Und nachdem du gegessen hast, Bro, natürlich am besten, nachdem du voller Magen hast, vor schnell tanzen. Es war geil, es war schön, aber weil ich nur 3-4 Tage bin, ganz gleich wie jetzt, ich habe ein bisschen Coiffeur suchen. Einen habe ich gefunden, also ja, ich mache und so. Und er hat genau das Cash geschmeckt. Er so, schau mich an, ich weiß nicht, was genau war, aber umgerechnet ist 50 Franken pro Person gewesen. 50 Franken. Was? Er so am Sonntag, ich nicht schon, aber ich so, weißt du was? Ich so, Bruder, viel Spaß mit dem Business, viel Spaß mit was du machst. Ich bin der größte Hund. Ja. Wenn ich dir 50 Franken für Haarschnitte gebe, für 50 Franken kaufe ich das ganze Equipment ab. Also ich wirklich mache so das selber. ein Nuttenkind, Alter. Das ist die Dreistigkeit, die du erlebst, Bro, im Sommer. Im Sommer der Sommer ist schon noch alles ein bisschen teurer geworden. Es ist fast wie in Europa, alte Leute sind sich am beschweren. Aber das ist aber krass, wie das ist gar nicht so, Bruder. Eben, es ist nur Also, es ist nur Ovaja geht es dort, wo ich nur so war. die Touri-Gegend und die grössten, weißt du, so Antep hat es sicher auch, Ja, aber ja, hat sicher auch günstige. Aber so alles rund um Küste und so weiter, die Touristädte, Istanbul, Antalya und so. Dort, Bro, zahlst du für den Adana so ein Dings, zahlst du fast so wie da, Bro. Das ist crazy. 20 Stutz und so weiter, Das ist weißt du? crazy. Voll gegangen. Aber auf jeden Fall, das ist ein Unterschied. In der Schweiz hast du ein kurzes Programm, dafür hast du etwa die Hälfte Connecten essen und die Hälfte shaken. Und die Türkei ist einfach full shaken. Also ich würde es auch nicht shaken nennen, Bro. Bro, einfach Halai tanzen, Bro, tanzen. Halai und dafür hast du Aber- begleitend. Aber erzähl mal von dieser Ding, Bro. Du hast mir damals, ich weiß nicht mehr genau, aber von dieser
Davul Surna Show. Das hat mich gekillt, ja. Ja, wie ist das gewesen? Also, Ähm, Davul Surna, zum Erklären, das ist... es sind auch ein paar Leute vom Ostblock, also vor allem Albaner, weiss ich. Es gibt einen, der so eine Art wie eine Flöte, Trompete spielt, aber ich habe etwa so 10 Töne raus. Ja. Und dann gibt es jemanden, der dazu noch Drum, aber halt einfach Einfach ein Trommeln um den Trommeln Bauch hat um den er. Bauch hat und der gibt den Beat an. Und es ist meistens ein kranker Beat, Bro. Es ist ein geiler Beat. Er geht schnell ab. Das ist schon krass. Ich habe es so gekannt, dass einer mit Flöte und einer mit Daul, also Ja. einer mit Dings. Und die zwei machen Lärm und Unterhaltung, Max. Aber als ich heute am Abend gesehen habe, habe ich auseinandergenommen. Bro, seit der Nusret Ja. mit seinem scheiß Essen Shows anfangen zu machen, jeder Peach in Türkei macht Shows, alles was er macht. Leute haben, sie macht aus allem eine Show, aus allem. Bro, wie gesagt, einer langt. Einer, der Trommel spielt und einer, der Flöte spielt. Dort haben 6 Leute, die Trommel spielen und 2, die Flöte spielen. Wieso 6? Die haben einfach Shows gemacht. Die haben einfach Pyramiden gemacht mit sich selber. Aber wie meinst du das? Die haben einfach Trommel, so 2, 3 Ja. nebeneinander, nochmal 2 und da oben ist einer, Aber der wie, selber die sind Trommel auf spielt. der Schulter vorne. Nein, Bro, schau jetzt, sie sind Trommel aufstellen. 1, 2, 3 Trommeln. Ja. Dann stellst du nochmal 2 auf, damit es wie so... Auf die Trommel drauf. Ja, auf die 3 hast du vom Boden, dann Ja. 2 oben drauf. Also auch Pyramide mit Trommel. Genau, und die Spitze von der Pyramide ist aber einer selber, Und der wo eine Trommel hat. Aber der steht... Warte, der steht auf dieser Trommel drauf. Ja, er schaut auf der Trommel drauf. Ja, und als hat auch noch oberstes Trommel. Bild Und spielt mit der Trommel. Und die unten sind Ja. und die anderen Trommel heben die Trommel wegen gleich viel und spielt auf den Trommel. Bro, die machen, wie die haben gehört, Europäer kommen. Ja. Die haben gehört, die von Europa kommen. Vor allem, sind alle Animatoren geworden. Alle sind Marco, Zirkus ne? Knie geworden, Bro. dort. Und dann anfangen, Bro. Und die haben auch gewusst, von Europa kommt. Bro, mein Vater ist so mit dem Onkel am Reden, weißt du. Ja. Er sagt, ja, Bro, weißt du, ist halt einmal ein bisschen schwierig, aber nur da hörst du 3, hey, du. Und nachher mein Vater dort. Nachher, er sagt, mein Onkel, ich höre so, er so, auf Deutsch, er so, gib keinen. Gib kein... Er so, nachher so, nein, gib keinen. Wie wenn er auf Türkisch will sagen, er will hören, weißt du. Ja. Er so, am reden. Einmal sogar mit anderen Onkel auf Telefon, auf Video verrutscht. Aber was hat er wollen? Der Bro, Trommel- die tun so spielen, so schnell, so laut, dass du halt welche Trinkgeld gibst, weißt Ja, du? wie das ist so unangenehm. Hey, es ist so unschuldig, Alter. Zeig dir mal, wie spielen sie? Du so, gell, weißt du? Und einmal, an einer anderen Hochzeit, mein Onkel, der auch von Zürich ist so dort ausgestiegen, also im Auto, sagt er so. Ich so, was? Er so, die wollen Geld. Er so, ich bin ein Peach, wenn ich das Geld gebe. Und ich denke, wieso? Aber Amja, weißt du, gib ihm so 20 Minuten, also genau wegen dem, so viele Autos hat. Wieso kommen wir zu mir? Wieso hörst du mir? Du siehst im Video, Bro, ich nicht move, weißt du, er zieht nicht durch. Er hat einfach so ein Video, er macht so Handy und die sind neben ihm so, kann so machen. Er so. Einfach am Hängen. Er hat einfach so einer vorbei, Bro, die laufen mit ihm mit, er hat seinen Platz. Er so, aber Kollege, die Leute hinter ihm immer am Spielen, weißt du? Ich kann Leute begrüßen, Ja, sagt ja, heute, ja, ja. die hinter immer noch. Und nach ein paar Minuten haben sie aufgegeben, weißt du? Und nachher hockt er an und ich sage, meine anderen sagen so, hast du durchgezogen zum Schluss? Er so, nein, ich gebe ihnen sicher nicht, niemals. Aber ja, Bro, das schau, zum einen, ich verstehe schon, es ist so wie Tourismus, wie überall auf der Welt, wenn es Saison ist, es ist das meiste Geld, das umgeht. Ja. Ich verstehe. sicher. Mai bis September, wenn du es gut machst, hast du so viel Geld verdient, dass du den Rest vom Jahr nicht Sorgen machen musst. Ja. Nicht mehr musst 14 Stunden am Tag Ja, arbeiten. machen ja auch Griechen, weißt du, zum Beispiel, Ja. wo wir in Dings sind, Paros. in Paros und so. Aber bei anderen Not haben sie gesagt, ja, look, 6 Monate Struggle, Ja. durchgehen, 6 Monate dann relax. Aber dort, Bro, unsere Leute sind Du hast gerade gereist. geredet wie so ein Boomer. Was? 6 Monate durchgehen, 6 Monate relax. Relax, Bro, die reden wie mir. Und ich muss niemandem böse, ich verstehe es ja, weißt du, wenn du so, keine Ahnung, auf ehrlich versuchst, den Geld zu Ja. machen. Die dort, Bro, das ist dreist. Easy. Ist easy. Es ist gut gewesen. Eben, das sind 3 Tage Hochzeit. Und sie nehmen dir auch Lust weg, Bro, zum Wiedergehen, weißt du, so. Zum eben runtergehen, wenn sie sich so verhalten. Ey, ich sehe immer mehr und mehr Leute, die auch so in Istanbul und anderen Regionen, wie sie so auf Social Media posten, weißt du, wie sie von Taxifahrer abgezogen werden und Ja. dann wirklich beim Abzug ruft es eine Bulle an und dann, wenn Bulle kommen, Ja. werden die auch gefickt. Wer? Die Taxifahrer. Ah, wirklich? Die sagen im Fall, ey Bro, du weißt nicht, letztens hat eine normale
U-Bahn, normales öffentliches Verkehrsmittelticket an der Automaten. Einer steht dort und macht das für die Leute, aber er macht irgendeinen Scam, dass er das doppelt abbuchen. Ah, krass. Also auf jeden Fall, er kassiert auch noch gut an dem. Ja, und was macht er? Er macht das, was Leute du musst das Bild kaufen am Automat. Ja. Er tut ihn einfach quasi für sie drucken. Ja, er macht das Zeugs quasi und macht das so aufdringlich und so Dings, dass du nicht mal checkst, um was es geht. Ja. Und erst, wenn du schlau genug bist und auf deinem Handy vielleicht eine Live-Meldung hast, bist du, oh, 2-mal abgebucht, 3-mal abgebucht. Einer hat es gemeldet, Bro. Hey, Bro, die haben dem Kaputt geschlagen. Nein, aber die Polizei, die so allem. Das sind die Leute, die da hier kommen, Geld ausgeben und du machst so. Ja. Du willst, dass die nicht mehr kommen. Eine von den wenigen Sachen, die wir noch leben können, dank der Dings, die Situation, die wir jetzt haben in der Türkei. Wir haben nicht viele Optionen, um zu leben. Weißt du, unser Lohn langt nicht gross irgendwo hin. Und wenn wir eine Branche haben, wo wir dankbar sind, dann ist Tourismus und du kommst rein und ziehst die Leute ab. Das ist schon krass. Jeder, der auf Istanbul geht, der weiss, er wird verarscht im Taxi. Aber die sagen da überall, man sieht es vielleicht nicht immer wieder und so, aber jeder sagt auch überall, Bro, wirklich, wenn irgendetwas ist, wenn du abgezockt wirst, du das Gefühl hast, es geht richtig Scam, Leute Bulla oder catch den Nächsten, der siehst, wo gerade ein Bull ist oder das Gefühl hast, könnte ein Bull sein. Weil jeder, der dort ist, der in der öffentlichen Hand schafft, glaubt mir, der wird alles geben, zum der Fick. Bro, die sagen auch, bei dem Video, wo ich meine, es war so ein Junge und so 2 Touristen aus Südkorea. Das heißt, er so, look, oder 2 Südkorea so, look, right now, I can't do anything. Er sagt, ich kann momentan nicht viel machen, bitte, bring ihn zur Anzeige und ich ficke für dich. Ja. Er sagt, ich komme mit dir mit, zu mir anzeigen, aber momentan kann ich ihn nur zusammenschießen. Ja. Und du siehst den anderen immer so, weißt du, er gibt die 400 oder 500 Teile, gibt er wieder zurück, also nimm bitte, lass es. Und der andere, sogar der Bull, tut weg, don't take, nehm es nicht, ich will das nicht anzeigen. Ah, krass. Wirklich, und deswegen sage ich so. Aber schon Abschaum, Bruder. Ich verstehe Bro, schon Dreck, Abschaum, Bro. Bruder. Es ist Dreck, Bro. Du bist dort, weißt du, der Wechselkurs ist nicht so hoch. Das heißt, du bist eher mal parat, 5 Franken oder 10 Franken mal mehr liegen lassen. Du weißt, der Wechselkurs ist so hoch, es ist easy. Ja, das wenn nachher noch so etwas passiert, Bro, das schießt dich an. Ja. Ey, aber ja. Coiffeur, Türkei. Ja. Ich habe auch noch etwas für dich. Erzähl. Ich bin gegangen, Bro. Und in Dersim, also in Ovacık, hat es 2 Coiffeure, Bruder. Ja. Einer kurz vor Pension, einer, der noch angefangen hat. Ja, so genau der Style, Bro. Und Bro, ich bin zu dem gegangen, kurz vor Pension, weil er kennt meinen Onkel und Szene, meine, dies, das, tamam. Oh, sorry, Buddy. Oh mein Gott, sorry. Erst wärst du vorbeigelaufen. Oh mein Gott, sorry. Bruder, und nachher habe ich ihm gesagt, ja, schneid meine Haare, Bro. Und ich sage ihm, Bro, mach Übergang. Lass uns hier, Alter. Ich sage ihm, Bruder, mach Übergang. Ja. Er sagt mir, ja, schon gut, wir machen. Bruder, und ich sage ihm, schau, ich würde gerne herausfinden, ich habe gedacht, ich bin ein Monat in diesem Dorf, Bruder. Ich habe gesagt, ich würde gerne herausfinden, ich mache immer Witz wegen Haarausfall und so. Ich würde gerne herausfinden, wie schlimm ist es. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, Bro. Frag nie dein Barber haarrelevante Sachen. Bruder, aber... Weil jeder weiß es besser. Jeder hat immer ein paar Tipps zur Hand. Ja, aber ich kann nicht Jeder das wollen. Ich kann nur wissen, wie sieht es aus. Ja. Ich wollte einfach mal Konfrontation. Einfach mal die nackte Wahrheit. Weil das, an der Stelle muss man etwas sagen, Bruder. Ich habe immer gedacht, ich habe einen Haarausfall, aber es ist easy. Ist okay, ja. Ist okay. Ja. Ich habe gesagt, mach. Ich habe gesagt, nimm Maschine, schneid oben und mach Übergang. Bruder, er hat Haare geschnitten, ich bin 3 Wochen depressiv gewesen. Wie hast du geschnitten? Bruder, du siehst auf Bilder, ich habe Bilder hochgeladen. Ja. Er hat mich mit Maschine dingelt. Bro, ich habe fast keine Haare mehr. Hat er ganz kurz gemacht? Ganz kurz. Oh ich habe ihm gesagt, mach. Ich wollte wissen, wie sieht es aus. Okay, check it. Ja. Aber Bruder, ich sehe so Ding, weißt du? Ich sehe so Leute mit Kurzhaarschnitt. Ich denke, es sieht noch gut aus, Bruder. Ey, Bei mir sieht es aus, als wäre ein Rat auf dem Kopf gestorben, Bro. Bro, bei mir, ich habe mittlerweile auch, ich habe das Gefühl, so keine Ahnung, man, jemand hat Schiffe für Senken gespielt auf dem Kopf. Aber Bro, warte schnell. Sag das nie mehr. Bro, also weißt, ich habe überall gleich gemacht, oder? Yeah. Und das Problem ist, überall gleich heisst da viel und da fast nichts mehr. Ja. Ich habe, wenn du von oben schaust, Bro, Ja. ich habe von allen Spiegeln, die es gibt in Türkei, habe ich geschaut, Bro, ich habe geschaut. Um den Komplex noch mehr komplex zu machen. Ja. Bruder! Weißt du, und dann habe ich... Bro, ich habe gesehen, da in der Mitte ist nicht mehr easy, Bro. Ich habe da, wie so eine Brücke,
wo noch ein bisschen hat. Und da, fast Vater, Bro, fast Vater. Bro, es ist der da und Ja, der da hinten. ganz Die genau. hat jeder, Bro. Aber Bruder, nachher bin ich zurückgekommen. Mhm. Eine Woche bin ich da, zweite Woche hat angefangen. Ich habe Sadik angerufen. Mein Shoutout, Bro. Gratis Werbung. Sadik Abi. Sadik, Coiffeur, Istanbul, Lochergut. Ich Ja, Mann. küsse dein Herz, Bruder. Weißt du wieso? Wieso? Bruder, ich sage ihm, Bro, ich bin Coiffeur in Türkei. Er so, Er ist immer das Finger. Gleiche. Er kennt das wahrscheinlich. Er sagt, Er hat das, so, das ist der Running Gag, Bro. Ah, du bist Muslim gewesen, der hat dich gefickt. Ich repariere wieder. er so, Bruder, ich regle. Während er macht, hat er mir gesagt, wieso hast du das gemacht? Ja, normal. Er hat mir gesagt, ich schaffe seit 1,5 Jahren, mache ich Kunst auf deinen Kopf. Wieso fickst du mich und dich? Bruder, schau meine Haare. Wenn du jetzt schaust, Ja. wie sieht's aus? Gut, normal. Gut, Bruder. Normal. Weißt du wieso? Ja. Er weiß, wie mit den Er weiß, wie mit meinen Haaren umgehen, Bruder. Ja, please. Er hat genommen, er hat gesagt, da hast du fast keine mehr, da hast du viel. Ja. Was macht er? Da vorne, die kurz vor dem Ja. tot sind, lässt er schneidet da hinten und nachher meine Stirn, Bruder. Normalerweise mein Haarsatz ist da vorne. Ja. Er sagt, nein, dein Haarsatz ist jetzt da hinten, Bruder. Kein Problem. Bro, ich denke mir ja so, die meisten in der Türkei, Kurdistan, Junge, Ja. sehen ja aus, als würden sie noch Gangnam Style hören. Ja. Weißt du, so, Wirklich, ja, direkt. so kurz. Bro, das ist Schuld von Coiffeur. Bro, ich weiß nicht, von wo der Trend kommt, dass der immer noch so Tektonik-Frisuren hat. Genau das. Aber ich bin, glaube ich, noch nie bei einem türkischen Barber in Türkei, weil ich einfach Schiss hatte, dass das rauskommt wie mein Vater. Weil du kannst erklären, wie viel du willst. Er macht einen Remix. Bro, ich bin 2 Wochen später nochmal gegangen. Ja. Weil er meinen Bart scheiße gemacht. Ich habe da Haare über Lippen. Ja. Da habe ich so viel Haar gehabt, dass in mein Nasenloch rein ist. Nein, Checkst? Bro. Filter. Ich sage ihm so, Bro, kannst du mich nicht kürzen? Er so, nein. Ich so, was nein? Er so, siehst du wie ein Salafist. Also wie so ein Ja. Ding. Imam, hat er mir Ja. gesagt. Ich so, Bro, mach einfach kürzer. Er so, nein. Was willst du machen? Also das hatte ich jetzt nein gesagt. Nein, Ah, Türkei, Türkei. Bro. Okay. Er so, nein. Eben, So- du bist alles besser, Bro. Ich so, Bro, wieso? Er so, nein, ich weiß, es sieht besser aus so. Ja, aber ich habe es so gesehen. Ist besser. So ein Notensohn. Ich glaube, das erste Mal, als ich Türkei Koffer war, war Hochzeit von meinem Onkel. Das ist jetzt auch sicher 20 Jahre her oder so. Manchmal hat es mich gejuckt, wie ich ausgesehen. Er hat einfach geschnitten, Bro. Ich habe so krass gefunden, er hat meine Haare Glitzer reingerührt. Er ist am Abend glänzt. Ich so, wie am Abend glänzt? Er ist am Abend glänzt, weißt du, wenn Licht der Hochzeit sich so geht, tamam. Also wirklich glänzt am Abend. Alter. Fuck, man. Bro, wenn wir noch ein bisschen über den Dienstag reden, also wenn ihr das hört, dann von morgen. Einfach weil, also wir können schon kurz anschneiden, aber ich glaube nicht unnötig jetzt. Ja. Nein, also wir haben ja eine Show im Exil. Das ist eben da, wir haben eben keine Genau, Show. es ist keine Show, genau, das habe ich Es ist gesagt. eben vieles Gefühl, es ist eben keine Show. Es Aber ist das haben wir kein- auch probiert zu erklären Ja, eigentlich, ja. oder? Wie gesagt, was am Dienstag, am 1. Oktober, 2. Oktober, 1. Oktober. im Exil passiert, ist kein kurz und bündig Live-Show oder kein kurz und bündig Live-Podcast. Genau. Nix. Wir sind zu Gast. In einem Format. Genau, in einem Format, wo auch Thronsitzung dabei ist. Und dann gibt es ein Battle mir gegen sie. Ja. Und da wird einfach kaputt geschlägert. Ja, ich freue mich, ich bin mega gespannt. Nein, ich freue mich auch sehr Ich fest. freue mich richtig, auch mal wieder mit dir auf einer Bühne sein. Ja, Mann. Also vorher auch schon gesagt, ich bin richtig, ich weiß nicht, dass ich jetzt wie so ein Weikel wird tönen, wo so einmal auf der Bühne war. Ich bin für die Bühne gemacht, aber ich freue mich wieder mit dir auf Bro, der Bühne. ich freue mich auch sehr fest und ich glaube, nochmal, jetzt haben wir gut geredet, aber vielleicht nochmal zum Abschluss von dieser heutigen Folge. Wir sind im Moment weg gewesen, wir haben uns, also Serhat und ich machen uns auch sehr viel Druck, so. Wir sind, wir haben gemerkt, wir sind also am meisten mit Erwartungshaltung und mit Druck im Hinblick auf den Podcast und was wir machen, sind wir einfach mir selber zu uns Voll. am strengsten. Voll. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, so in allererster Linie ist so unsere Freundschaft. Ja, Mann. In zweiter Linie, sagt man dem so? Wir sagen Ich habe noch nie gehört, egal. In zweiter Linie ja. ist es ein Podcast. So. Und wir haben uns wie so entschieden, wir haben die Pause gebraucht. Wir haben wollen uns mal ein bisschen so einfach mal checken, was haben wir gemacht. Weil ich habe mir eben auch so überlegt, Bro, ich meine, wir haben jetzt insgesamt, wenn du all die Bonusfolgen mitzählst und sogar noch die Folgen, die es nicht geschafft haben, Ja. haben wir vielleicht 115 Folgen gemacht. Ja.
So. Und es gibt den Podcast seit März 2022. Also eigentlich April. Oder? Das März? Nein, 22 eben. Shit. Das heisst, ein Jahr hat was? 52 Wochen. 52 Wochen. Also wären ja eigentlich 104 und jetzt noch 6 Monate. Wir müssen eigentlich, wenn wir nie Pause gemacht hätten, müssen wir bei 120 sein. Also in 2,5 Jahren haben wir 10 Wochen lang keinen Podcast rausgebracht. Und ich habe mir einfach auch überlegt, Bro, hey, also es ist gut, dass wir dranbleiben, es ist gut, dass wir machen, aber wir sind einfach auch ständig am Gas geben. Also weißt du, wir haben in diesen 2 Jahren haben wir 13 Shows gespielt. Wir haben Pro7-Sendung gemacht. Wir haben nebenbei noch probiert, jede Woche einen Podcast aufzuladen. Oder wir haben auch versucht mit vorproduzieren, weißt du? Genau. Wir haben versucht, irgendwie eine Mitte zu finden, wo wir das Gefühl haben, es kommt uns nicht zu fest mit Schaden, weil eben das Große und Ganze, wieso das überhaupt so das Thema ist, weil es halt immer noch das Ding ist, wo wir begleiten zu unserem Job oder zu unserem Alltag machen. Ja. Wenn es jetzt etwas wäre, wo wir eben mit das Team, mit den Leuten, wir arbeiten da, wir haben einen fixen Lohn von dem, Bro, ist auch kein Ding. Aber es ist notwendig gewesen, die Pause, es ist ganz wichtig gewesen. Wir haben versucht, ein bisschen eine Mitte zu finden, vorher mit vorproduzieren. Ja. Dann, weil wir gewusst haben, was nicht geht, ist, dass wir irgendwie am Wochenende aufnehmen und dann am Wochenende im Stress sind. Weil mit Schneiden, mit Kapitel machen, mit Ready sein, dann muss vielleicht auch ein TikTok rum sein und so weiter, das Video. Und jetzt hat es auch die Pause gebraucht, um einfach mal, dass jeder von sich das Ganze kann von außen anschauen. Weil, wenn du da bist, Bro, in diesem Umfeld, es ist schwierig. Weil du hast immer Einflüsse von außen kommen. Ja, mal hast du etwas vom Podcast, mal hast du etwas von deinem Job, mal hast du etwas von deinem sozialen Umfeld und du bist ständig gefragt. Du kannst nicht mal kurz, es heisst nicht anhocken und geniessen und sagen, wow, ist geil, sondern einfach mal, ey, es ist jetzt in einem Tempo am Laufen, wo vielleicht für uns beide erstens nicht gut ist, zweitens schadet es dem Podcast und drittens auch unserem sozialen Umfeld. Ja, Mann. Deswegen haben wir das gebraucht, ja. Aber wir haben Pause gemacht, wir sind jetzt da, wir haben Bock. Wir sind back in Biss. Und jeder, der bis am Schluss das gelost hat, bis am Schluss, sollte uns ein DM machen, DM machen mit seinem Lieblingsessen. Einfach jetzt die Ware bis am Schluss. Ja, Mann, wir sind dumm. Wir haben euch gehört. Wir danken euch für euer Verständnis auch, dass ihr uns die Zeit gebt und auch das respektiert habt. Und Rest vom Jahr gehört uns, wir dominieren, wir hören uns alles, was es zum Holen gibt. Und bis dahin nicht vergessen, like, subscribe, erzähl jedem, wo du es kennst. Und wir lieben euch unendlich fest. Danke vielmals. Das ist kurz und